Und hier habe ich noch jetzt von den Wundermitteln. Also, naja. Leeflü, ich vertelle euch nun jetzt von den Wundermitteln. Es war binnen Friedrich. Und du hau Marie und Hein gerade Ofenbrot jäten. Und damit steht das Marie op, kijkt sich der Hein an und sagt over dem: Heinrich, ich muss ins Ernstwort mit dich kalle. Ui, denkt Hein, wenn das Marie an mich Heinrich sagt, da kommt der Hummel weer op me jagen. Hüt ist ja Friedrich. Ja, Hein denkt, keine Widerworte, immer mal ja sagen. Und jede Friedrich ist ein Kehle. Ja, ich mein, ich han ja nichts dagegen, dass du Kehle gehst. Nee, da han ich nichts dagegen. Du sollst ja auch den Freund haben. Aber ich han ja das dagegen, dass du immer besorgt nach Hause kommst. Für je Skier, für je Friedrich, du warst du so besorgt. Du bist du auf alle vier de Treppe opgekropen. Hast du ein Schäbisch gerepst und bist da mit den Bluten paradaf in het Bett gefallen. In 0, nix warst du an Schnorken wie ein Bär. Das war noch nicht so schlimm, aber wie ich mich dann noch neben dich legen will, du kommst du mit den alkoholischen Stangen wie mich rüber, sodass ich kotzen muss. Das haut ich nicht mehr ut. Und darum sage ich dich, heute, ja, gehst du auch noch wegkehlen, was ich dich nur heute vertel, hör ja zu. Wenn du heute Abend kehlen gehst, schlägt ich hinter dich die Tür zu. Dann die Schau drauf. Und wenn du nach Hause kommst, mehr Jahr winnen, musst du klingeln und durch den Schlüsselschlag blasen. Ich rück dann, ob du getrunken hast. Und wenn ich rück, dass du wel besorgt bist, lass ich dich nicht rein. Da gehst du mal in der Werkstatt schlafen. Hein jong Kehle. Het war nicht für alle Kehle. Der rechte Buch klappte nicht, der linke klappte auch nicht. Heute mogen einfach keinen Spaß. Hein dronk auch kein Bier, er dronk mal Water und da bloß an seine Frau. Und wie er dann um 11 Schluss war, wohl Hein sich Hörschkes durchmachen. Das hat Franz seine Freund gesehen. Nee, das geht nicht. Komm, wir müssen doch noch ein Bier trinken. Nun lass mich nach Hause. Meine Frau hat gesagt, wenn ich nach Hause komme, muss ich führen durch den Schlüsselsblock blasen. Und dann merkt die, ob ich zu viel Bier getrunken habe. Und hatte ich das getan, dann lässt die mich nicht mehr rennen. So Franz, wenn das alles ist, da habe ich ein Wundermittel. Da kannst du trinken, so viel wie du willst. Da merkt die Frau nichts. Das bestelle ich und dann trinken wir aus dem Bier. Sie trunken ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier und so ging das wieder. Ne? Um 2 Uhr keek Hein op de Uhr. Ja, das wel, ich muss nach Hause, sagte Hein. Nee, het eerste moest dat Wundermittel nehmen. Da merkt die Frau nichts. Du kommt der Kellner mit een Kömke, mit een Lepel drin. Dat moest ze nu nemen. Allah, oren toe en eraf met dat Zeug. Und dat dustig mit Bier nachspülen. Wie Hein de eerste Lepel van dat Wundermittel runtergeschluckt hat, du verdrehte er de Ohren wie ein Koh, die an kaufen ist. Nix eraf mit dat Zeug und mit Bier dustig nachspülen. Was war das für Dübelszeug? Ach, nicht so schlimm. Da war mal ein bisschen urlig, fein, klein gemacht. Ein Rollmops und jetzt Urlichsus und Jurkskus, alles schön klein. Und ein fein aufgestimmt mit Knoblauch drin. Ja, das war. Naja, Franz Jung mit Hein nu op Heeman. Hein schelde an de Tür. Zijn Frau hat de Treppe raufkommen. Wer ist da? Ich, sagt Hein. Ha, bist al hier? Weißt du, wie laat das ist? Was han ich dich gesagt? Du musst durch den Schlüsselschlag blasen. Hein halt ganz diep Luft, böscht sich an den Schlüsselschlag an und bläst durch den Schlüsselschlag durch.
En die andere zie wordt het eerste ganz ruhig. Toen denkt die vrouw in een brul, hulp, hulp, dret zich wel om. Doe werken, doe voeters.